des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe verehrte Äbtissin Petra Atticus, liebe Schwestern hier im Konvent in Marienthal, liebe Schwestern aus dem Konvent Marienstern, ich grüße Sie alle ganz herzlich, Sie, die Förderer des Vereins des Klosters Marienthal, liebe Staatsministerin Krausthal, ich grüße Sie alle herzlich. Es ist ein bewegender Augenblick für uns alle an diesem 4. Advent, dass wir nun nach langer Zeit des Wartens, des Hoffens an diesem Gottesdienst die neue Orgel weihen dürfen, einweihen dürfen, in Dienst nehmen dürfen. 2 Werke hier sichtbar und dort hinten auf der Empore ebenfalls 2 Werke, die dann heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst erklingen werden. Wir nehmen die Orgel in Dienst, deswegen weihen wir sie. Sie wird geweiht, damit sie uns diene. Darüber werde ich dann gleich in der Ansprache einige Gedanken Ihnen vortragen. Sie wird in den Dienst genommen, um Gott zu ehren. Und so wollen wir zu Beginn dieser Feier jetzt diese Orgel weihen und sie mit dem Gebet, mit unserem Gebet begleiten, dass sie wirklich ein Dienst wird für uns alle zur Ehre Gottes. Der Name des Herrn sei gepriesen. Lasset uns beten. Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens dienen. Deshalb lassen wir Musik und Instrumente zu deinem Lob erklingen. Du hast deinem Diener Mose den Auftrag gegeben, Posaunen anzufertigen, damit sie bei der Feier des Opfers erschallen. Mit Flöten und Harfenklang hat das auserwählte Volk dir seine Lieder gesungen. Dein Sohn ist Mensch geworden und hat jenen Lobgesang auf dieser Erde gebracht, der in den himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Der Apostel mahnt uns, dir aus vollem Herzen zu singen und zu jubeln. In dieser festlichen Stunde bitten wir dich, segne diese Orgel, damit sie zu deiner Ehre ertöne und unsere Herzen emporhebe zu dir. Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Geschwisterlichkeit verbunden sein, damit wir eins mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Allmächtiger, ewiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Juda, und sagte: Erbitte dir ein Zeichen von Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete: Ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte Jesaja: Hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt. Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat in heiligen Schriften, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht. Seit der Auferstehung von den Toten das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn.
Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden Glaubensgehorsam aufzurichten, um seines Namens willen. Unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, sein Name wird sein Immanuel, Gott mit uns. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Ordensschwestern, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst. Der 4. Advent ist ein besonderer Tag, ein besonderer Sonntag im Kirchenjahr. Im Grunde merken wir alle, das sehen wir auch hier in der Kapelle, alles ist irgendwie bereitet. Wir sind innerlich auch vorbereitet auf das, was kommt, auf das Fest vorbereitet. Aber in dieser Stunde wissen wir,
das eigentlich Entscheidende am Weihnachtsfest, das fehlt noch. Wir sind in einer adventlichen Haltung. Es kommt etwas, was wir noch nicht greifen und fassen können. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten 4,5 Jahre, so waren viele von Ihnen, die Schwestern, auch in einer großen adventlichen Haltung und Hoffnung. Der Traum von einer neuen Orgel. Viele haben gewagt, es zu träumen. Andere waren sicherlich da, die hatten Zweifel, ob das je gelingen wird. Und heute können wir sagen, es ist alles bereitet. Und in dieser Stunde hat zum ersten Mal die neue Orgel erklungen. Ehre sei Gott in der Höhe. Was für ein kostbarer und dankbarer Moment ist das in dieser Stunde. So möchte ich als erstes Ihnen allen danken, die Sie dazu beigetragen haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, sicherlich mit vielen Spendengeldern oder fast nur mit Spendengeldern, dass diese Orgel jetzt hier erklingen kann. Zur Ehre Gottes, dass sie in Dienst genommen wird. Der 4. Adventssonntag hat ein ganz besonderes Evangelium. Es kommt eigentlich nur einmal vor im ganzen Kirchenjahr, dass jemand in Blick genommen wird oder von ihm hören wir, sonst ist er immer am Rande. Der heilige Josef. Und ich habe mich gefragt, was kann denn der heilige Josef uns im Grunde sagen, heute an diesem Tag, wo wir hier eine neue Orgel einweihen? Josef und die Orgel, kommt das irgendwie zusammen? Wenn wir auf Jesus schauen, kann er uns etwas sagen zur Funktion der Orgel? Wenn wir auf das Leben und Wirken von Josef schauen, dann wissen wir, er hat eigentlich nie gesprochen. Von ihm haben wir sozusagen keinen Ton gehört. Er war ein ganz stiller. Und das können wir ein bisschen nachvollziehen, wenn wir das heute im Evangelium gehört haben. Er wollte sich in aller Stille von Maria trennen. Was mag wohl in ihm vorgegangen sein? Enttäuschung, Verzweiflung, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit. Und er wollte gehen. Aber im Traum wurde ihm gesagt, fürchte dich nicht, Josef. Ich finde, das ist eine wunderbare Grundbotschaft, die uns im Advent natürlich übermittelt wird, an der Gestalt des heiligen Josef. Aber vielleicht ist das ja auch die Botschaft, die jede Orgel uns allen immer wieder zu Gehör bringt. Fürchte dich nicht, du Mensch. In all den Herausforderungen unserer Zeit, in der Herausforderung, die sich in deinem Leben einstellt, das können auch wir uns sagen als Kirche, die wir unterwegs sind, fürchte dich nicht, du kleine Herde, du Kirche in unserer Zeit. Fürchte dich nicht, weil Gott kommt. Er ist im Kommen, er ist dir ganz nahe. Wir kennen das vermutlich alle, jetzt nicht nur aus dieser Kirche, sondern immer dann, wenn wir die Orgel hören, wenn die Orgel spielt, da sind wir manchmal in unserer Verzweiflung, in unserer Ratlosigkeit, in unserer Hilflosigkeit. Innerlich sind wir zum Schweigen, wir kriegen kein Wort mehr heraus, zum Schweigen verurteilt. Und dann ist da die Orgel. Sie spielt. Und wir erleben manchmal, dass diese Musik, das Orgelspiel uns trägt. In aller Not, bei allen Fragen, bei allem Suchen. Das ist eine Funktion, die die Orgel immer wahrnehmen soll.
Das ist ihr Dienst an uns. Sie trägt uns. Die Musik trägt. Und zur gleichen Zeit, das merken wir auch, wenn die Orgel spielt und wir singen, die Orgel führt. Sie führt den Gesang. Sie gibt den Ton an und nicht nur das, sondern sie gibt auch das Tempo an. Sie führt uns. Und sie öffnet uns für eine neue Dimension unseres Lebens, dass wir nicht nur in dem bleiben, was die Welt und was unser Leben uns im Augenblick aufdrängt, womit wir uns beschäftigen müssen. Sie öffnet uns für eine Dimension, sie öffnet uns für Gott. Das ist der Dienst der Orgel. Sie trägt, sie führt, sie öffnet. Ich bin kein Orgelbauer. Der Orgelbauer sitzt oben an der Orgel, Herr Liebig. Und hier vorne vermutlich etwas ist für die Orgel absolut notwendig, sonst würde sie nicht funktionieren. Und damit meine ich jetzt nicht den elektrischen Strom, sondern der Luftdruck, die Windladen, die Windkanäle. Und das mit hohem Druck. Und dieser Windkanal, der Wind, der Luftdruck ist nicht nur notwendig für die ganz große, kräftige Pfeife, die einen kräftigen Klang hat. Da braucht es ganz viel Druck, vermute ich. Aber auch bei der ganz kleinen Pfeife, die wir kaum sehen und kaum hören können. Da braucht es diesen Luftdruck. Und jetzt lade ich Sie ein, hören Sie mal gut hin. Die kleinste Pfeife, hören Sie gut hin. Im ersten Moment denkt man, da ist etwas schief, so klein. Aber dann, beim genauen Hinhören und dann in dem Zusammenspiel mit den anderen, kommt ein Wohlklang heraus. Und jetzt hören wir uns mal die große, die kräftigste Pfeife an. Luft, Kraft, Wind. Und wiederum, wenn wir nur diese Pfeifen in diesem Register hören, ich glaube, wir würden es nicht lange aushalten in dieser Kirche. Hören, fein hinhören. Josef hat nichts anderes getan. Er hat hingehört. Was sagt Gottes Geist mir? Der Atem bestimmt das ganze Orgelwerk, die Luft bestimmt das ganze Orgelwerk. Und wir können diese Luft nicht sehen. Und doch merken wir, wenn diese Luft fehlt, geht nichts. Gottes Geist will eindringen, eintreten in unser Herz, in unser Leben, in das Leben der Welt, in das Leben der Kirche. Und wie sehr brauchen wir Gottes Geist, den wir nicht fassen können. Und doch sehen wir und hören wir, merken wir, und es durchdringt uns ganz und soll uns ganz durchdringen, wenn Gottes Geist am Werk ist. Und deswegen dient die Orgel dazu, dass wir uns öffnen für Gottes Geist und Gottes Geist in uns zum Zuge kommen lassen, zum Wirken kommen lassen. Und dazu reicht eben nicht
Und das zeigt uns die Orgel, eine einzige Pfeife, sondern es braucht das Zusammenspiel der vielen. Das Instrument, die Orgel, sie macht deutlich und macht uns erlebbar und spürbar, was die Kirche sein soll. Wir sind miteinander, aufeinander verwiesen und in diesem Zusammenspiel, auch wenn es zwei unterschiedliche und doch eine Orgel ist, das Zusammenspiel ist wichtig. Und wenn eine Pfeife fehlen würde, dann fehlt ihm etwas. Und die ganz unterschiedlichen Stimmen, ob die großen, ob die kleinen, ob die tragenden, die leisen und die lauten, alles das muss zusammenkommen, zusammenklingen. Und in einer Art und Weise, dass es Harmonie wird. Die Orgel soll dazu dienen, dass wir hinhören, aufeinander und miteinander, das Evangelium leben und bezeugen und dass unser ganzes Leben ein Lobgesang wird auf den Gott, der da ist und der kommen will und der uns immer wieder sagt, fürchte dich nicht. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie jetzt hier versammelt sind, liebe Ordensschwestern, ich wünsche Ihnen sehr, dass diese Orgel uns die Furcht nimmt vor all dem, was uns manchmal bedrängt, dass die Orgel uns die Freude schenkt, die Zuversicht schenkt, dass wir Hörende sein können und dass wir immer wieder gemeinsam einstimmen in das Lob Gottes. So wollen wir Gott danken, dass er seinen Geist ausgesandt hat und viele hat bewegen können, mit dazu beizutragen, dass nun von dieser Stunde an die Orgel in dieser Kirche erklingt, zur Ehre Gottes und zur Auferbauung der Menschen. Fürchtet euch nicht. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der seine Kirche durch alle Zeiten führt. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für den Heiligen Vater, unseren Papst Leo, stärke ihn in seinem Dienst als Hirte der ganzen Kirche, erfülle ihn mit Weisheit und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Erhöre uns, Christus. Für unseren Bischof Heinrich und alle Bischöfe und Priester, segne ihren Dienst am Wort und an den Sakramenten. Erhöre uns, Christus. Für die Orgelbauer, Planer und Architekten, wir danken dir für ihr handwerkliches Können und ihre Verantwortung beim Bau der neuen Orgel. Schenke ihnen Freude an ihrem Werk und deinen Segen für ihr weiteres Wirken. Erhöre uns, Christus. Für alle, die am Bau und an der Vollendung dieser Orgel beteiligt waren, für Arbeiter, Helfer, Förderer und alle, die durch Rat, Tat oder Gebet mitgewirkt haben. Vergelte ihnen ihren Einsatz und behüte sie in ihrem Leben. Erhöre uns, Christus. Für die Mitglieder unseres Freundeskreises, besonders auch für Frau Maria Michalk, die Vorsitzende, lass sie für ihr ehrenamtliches Wirken Dank erfahren und in ihrem Tun zum Wohl unseres Klosters Freude und Segen erhalten. Erhöre uns, Christus. Für die Kranken, Einsamen und Bedrängten, sei ihnen nahe in ihrer Not, schenke Trost, Hoffnung und Heil nach deinem Willen. Erhöre uns, Christus. Für unsere Verstorbenen, nimm sie auf in dein himmlisches Reich, wo der ewige Lobgesang erklingt. Erhöre uns, Christus. Gütiger Gott, nimm unsere Bitten an, die wir voll Vertrauen vor dich bringen, durch Christus unseren Herrn.
Wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Benedikt und dem heiligen Bernhard und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe deinen Diener, unseren Papst Leo, unseren Bischof Heinrich und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Ordensleute und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch In und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Mit deinem Geiste. Christe,
Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr. Fürchtet euch nicht.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinen Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Eminenz Bischof Heinrich, hochwürdige Herren, ehrwürdige Schwestern, werte Festgemeinde heute am 4. Advent, liebe Freunde der Orgelmusik. Auch für mich als Erbauer der Orgel ist es ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderer Moment. Jahrzehntelang sind Sie doch schon ohne große Orgel hier im Kirchenraum und wir haben es in der Predigt von Bischof Heinrich gehört, über 4 Jahre beschäftigen Sie sich jetzt konkret mit der Anschaffung einer neuen Orgel. Und vor ziemlich genau 4 Jahren war ich auch zum ersten Mal hier bei Ihnen im Kirchenraum. 4 Jahre, und wenn man überlegt, so nach der Ausbildung, bis man dann irgendwann jetzt, das steht bei mir gerade an, den Betrieb endgültig an den Sohn übergibt, dann ist es etwa ein Zehntel meines Arbeitslebens, dass ich mich auch mit Ihrer Orgel, unter anderem natürlich mit Ihrer Orgel beschäftigt habe. Und noch eine andere Sache, ist ein ganz besonderer Moment für mich. Ich habe von meinem Vater den Betrieb 1990/91 übernommen und eine der ersten Orgelmaßnahmen, die ich selbst einweihen durfte oder mit beteiligt war bei der Wiederindienststellung, es hieß damals auch Einweihung, war die Orgel der Stadthalle in Görlitz, die wir 1991 gerettet, restauriert und wieder zum Klingen gebracht haben. Und so ist es jetzt doch auch sehr bewegend für mich, an der östlichen Grenze unseres schönen Landes gegen Ende vielleicht hier eine der letzten Einweihungen persönlich präsentieren und übergeben zu dürfen. Ja, ich möchte die Orgel Ihnen übergeben mit einem Gedanken und Worten, wie wir ihn schon seit vielen Jahrzehnten immer in eine Taste eingravieren. Am Spieltisch oben sind 3 Buchstaben, SDG, und der berühmte Johann Sebastian Bach hat viele seiner Kompositionen mit diesen 3 Buchstaben geschlossen. Soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Und wie Architekten so symbolisch manchmal einen Schlüssel übergeben, möchte ich an Frau Michalk symbolisch eine Pfeife übergeben. Das machen wir jetzt. Schlüssel zur Orgel. Liebe Festgemeinde, ich danke ganz herzlich Orgelbaumeister Herr Fleugels aus Horchheim für diesen Schlüssel, für dieses Haus, was wir Orgel nennen, eine neue Orgel in 2 Teilen. Die große neue Orgel, die Sie hier sehen, im historischen Gewand aus dem Jahr 1862, restauriert. Und die kleine Orgel auf der Schwesternempore, die seit 1989 gespielt hat, ist erneuert und größer geworden. Und wir haben einen hochmodernen, multimedialen Spieltisch. Dieses Ensemble, diese große Orgel, war ein wichtiger Beitrag des Freundeskreises für die Zukunft des Klosters. Als wir vor 5 Jahren die ersten Gedanken im Freundeskreis ausgetauscht haben, ehrlich gesagt, haben wir nicht erahnt, wie schön die Aufgabe ist, aber welche Herausforderung das auch geworden ist. Und viele, vor allen Dingen die Planer, die Handwerker, die Institutionen, die Berater, die Gebete und die vielen Sponsoren und der Freistaat Sachsen, die öffentliche Hand, die Stiftung Denkmalpflege, die Deutsche Stiftung Denkmalpflege und auch das Bistum Dresden-Meißen und viele Spender haben dazu beigetragen, dass die Kunst des Handwerks im Orgelbau und alle vorbereitenden Arbeiten umsichtig, sehr kreativ
stattfinden konnten. Und eigentlich sind wir jetzt auch ein bisschen stolz, dass wir die Orgel haben. Damit ist diese Klosterkirche komplett, vollständig. Und deshalb darf ich im Namen des Freundeskreises mit großer Dankbarkeit und allen guten Wünschen für die Zukunft diese Orgelpfeife nun in die Hände der Schwestern des Konvents hier in St. Marienthal übergeben. Das ist ihre Orgel. Mögen wir uns alle daran erfreuen. Vielen Dank. Liebe Frau Michalk, Sie haben mir einen Orgelpfeifel gegeben und damit das Symbol für unsere große Orgel, die Sie uns geschenkt haben. Ich habe von Ferne, von Landshut mitbekommen und dann auch die Jahre, wo ich hier war, mit wie viel Mühe Sie das gemacht haben, wie groß Ihr Einsatz war, der vom Freundeskreis von Ihnen allen. Und so da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Mein Gruß ist nur ein kleiner Gruß, aber ein selbstgemachter. Und im Namen aller meiner Mitschwestern möchte ich Ihnen, Herr Bischof Heinrich, danken, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mit uns die festliche Messe gefeiert haben. Wir freuen uns besonders darüber und auch allen Geistlichen. Und ich darf sagen, ich bin jetzt so froh, dass jeden Tag wieder in der Kirche hier die Heilige Messe gefeiert werden kann und am Sonntag jetzt mit der großen, schönen Orgel. Und so möchte ich auch heute Herrn Seider danken für das Spiel und vor allem Herrn Motze, der uns immer begleitet und Ihnen natürlich, den Orgelbauern, auch. Ich sage, vergelt's Gott und danke Ihnen für Ihr Kommen und bitte weiter ums Gebet. Sehr geehrte liebe Schwester Petra Artikus, sehr geehrte liebe Schwestern hier im Konvent und am Stern, sehr geehrter Herr Bischof Timmer-Evers, liebe Geistlichkeit, sehr geehrter Herr Fleugels, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Maria Michalk, liebe Mitglieder des Freundeskreises, sehr geehrter Herr Abgeordneter, Herr Öst, liebe Festgemeinde. Papst Franziskus hat einmal gesagt, Musik, die auf besondere und unmittelbare Weise das menschliche Herz anspricht, hat eine große Kraft, Einheit zu stiften und Gemeinschaft zu fördern. Wir durften gerade in den ersten wunderschönen Klängen der neuen Orgel hier in der Kirche St. Marienthal lauschen. Gerade dieses Instrument vermag ja, das ist heute schon gesagt worden, eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Ein Gottesdienst ohne Orgel, eigentlich unvorstellbar. Und Horchheim, also einen besseren Namen für den Firmensitz eines Orgelbauers, kann es ja fast nicht geben. Der Herr Bischof hat uns ja das Hören, das Hinhören, das Horchen heute so wunderbar in der Predigt aufgetan. Und nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler Generationen steht überhaupt diese Kirche, die ja nicht nur bau- und landesgeschichtlich eine ganz hohe Bedeutung hat. Und deshalb haben wir eben auch gerne die Wiederbeschaffung der Orgel gefördert. Diese Kirche birgt eine tiefe Kraft in sich. Diese besondere Mischung aus Glaube und Arbeit, was die Zisterzienserinnen hier leben, das hat einen Ort der Hoffnung und der Beständigkeit erschaffen, wie wir ihn kaum noch erleben. Die Orgel konnte größtenteils durch sogenannte PMO-Mittel, PMO steht für Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Der eine, die andere von den Älteren hier, die hier aufgewachsen sind, wissen sehr genau, was es mit den Partei- und Massenorganisationen der DDR auf sich hatte. Und insofern sind diese Mittel, die damals dazu dienten, das politische System
der DDR zu unterstützen, heute ein wirklich symbolträchtiger Akt, für mich ein Akt der Wiedergutmachung an diesem Ort. Denn, ich habe es nachgelesen, in den 80er Jahren musste diese Orgel außer Betrieb genommen werden, weil es die DDR überhaupt nicht interessiert hat, ob die Schwestern hier auch ihr Glaubensleben entsprechend leben konnten. Sie waren für Menschen mit Behinderungen zuständig, das sollten sie gerne tun, aber sie zu unterstützen in ihrem Glaubensleben, das war der DDR mehr als egal, im Gegenteil. Und insofern freue ich mich wirklich auch, dass mit den PMO-Mitteln die Anerkennung des kulturellen und spirituellen Wertes dieser Orgel, dieser Kirche und dieses Klosters gelingen kann. Ich danke herzlich für die Einladung, den ersten musikalischen Einsatz der Orgel hier mitzuerleben und das an einem für uns Christen so bedeutenden Tag, dem 4. Advent. Jetzt freue ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen besinnlichen musikalischen Ausklang. Ich wünsche Ihnen noch restliche gesegnete Adventstage, schöne Weihnachten, gesegnete Weihnachten. Sie wissen alle, die besten Geschenke benötigen kein Geschenkpapier. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Lieben und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt wollen wir noch einmal um den Segen Gottes bitten für uns alle, die wir hier versammelt sind und vielleicht auch für all die Menschen, die in der kommenden Zeit immer wieder dieser Orgel lauschen werden, dass sie die Stimme Gottes darin vernehmen können, der uns immer wieder seine Nähe zusagt und immer das ermutigende und frohmachende Wort: fürchtet euch nicht. Für all diese Menschen, die hier hinkommen werden, die hier auch einen Ort der Stille, einen Ort des Zuspruchs erwarten, ersehnen. Wir wollen sie alle mit hineinnehmen in unser Segensgebet für sie und für uns alle. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der erschaffen hat. Es segne und behüte euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott.
zur Weihe der neu errichteten großen Orgel in der Klosterkirche St. Marienthal in Ostritz. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir als Freundeskreis der Abtei St. Marienthal haben in 4-jähriger Arbeit in Eigenregie dieses Orgelprojekt konzipiert, geplant, kalkuliert, gebaut und finanziert und heute dem Kloster übergeben. Die Klosterkirche hatte seit 1983 keine Orgel mehr. Lediglich eine kleine Begleitorgel auf der Schwesternempore wurde 1989 eingeweiht. Die große Orgel musste warten, denn andere Sanierungs- und Aufbauarbeiten im Kloster waren prioritär. Nun aber haben wir dank großzügiger öffentlicher und privater Unterstützung eine neue Orgel mit 1000 Orgelpfeifen. Sie glänzt und fügt sich in ihren restaurierten historischen Prospekt aus dem Jahr 1862 perfekt in die Silhouette der Kirche ein. Sie ist verbunden mit der neuen kleinen Orgel auf der Schwesternempore und kommt über den modernen multimedialen Spieltisch durch Kombinationsmöglichkeiten auf 29 Register. Wir sind der Orgelbaufirma Fleugels aus Hartheim dankbar für dieses wunderbare Instrument. Gern laden wir Sie zu einem Besuch im Kloster St. Marienthal nach Ostritz ein. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 4. Advent und dann eine besinnliche Weihnachtszeit. Es grüßt Sie herzlich Maria Michalk, die Vorsitzende des Freundeskreises der Abtei St. Marienthal. Dankeschön.